Der Margot, seine zwiederne Schwester, möchte sie und ihren Outsider auseinanderbringen. Das geht aber nicht und am Schluss zieht sie einen Schwanz ein. Kathi schreibt der Uschi unversehens eine Meldung, dass zu viel gesoffen hat und wegen dem nicht gut beieinander ist. Das lässt's zwar gleich wieder, aber der Hubert hat's nur gelesen und wegen dem pflanzt das recht. Danach tut's schokoladene Tutten in Chris sein Adventkalender rein. Aber das wird verwechselt und die kriegt der Michi im Finger. Und drum pflanzen sie's und schenken ihre einen schokoladen steifen Zipfel. An Gregor, sein Alte, kommt überhaupt nimmer nach Lansing zurück, weil's nimmer zusammenhand. Seine preußische Stieftochter ist zu Lansing hinter einem her, aber der zirkt nicht recht und drum fährt sie über Weihnachten zu ihrer Mutter auf Österreich um. An Rolli, sein preußische Gspusi, pickt einen Adventkranz mit einem Sekundenpick zusammen. Und der bleibt nachher auch gleich am Tisch, Papa. Und mit faule Ausreden muss drauf schauen, dass er nicht am Markt verkauft wird, sodass das Ganze nicht aufkommt. Der Pfarrer versteht das Bayerische nicht allweg recht. Und drum bringt ihm das Zwiebel ein bisschen bei. Ein alter Jud schlagt Lansing auf, ein Schulfreund von der Uri. Und mit seiner Enkeltochter finden sie außer, dass ihm der Rosi, sein Großvater, im Krieg geholfen hat, dass er mit seinen Leuten den Nazi-Verbrecher ausgekommen ist. Der preußische Kellner malt mit Sascha Beuteln als Verzierung für eine Schule in Afrika unten. Und der Sascha möchte nachher da runterfliegen.